Doro, jetzt spann mich nicht länger auf die Folter. Jasmin, entspann dich. Ein Shampoo geht immer. Was hast du denn jetzt für Idee? Ups. Ich gebe uns Frauen das zurück, was uns die Männer genommen haben. Unsere Unschuld. Nein, Geld. Hi. Gitti, grüß dich. Doro. Schau mal her, das ist die Jasmin, eine ganz enge, ganz neue Freundin von mir. Servus. Bussi. Bussi. Sag mal, bist du nicht die Frau von dem Würstelkönig Josef Döringer? Wahr, meine Liebe. Bei mir hat sich's ausgewürstelt. Dem seine Würstel zuzelt jetzt ein junges Russenflitscherl. Der kriegt schon noch sein Fett ab. Aber Gitti, ich weiß auch nicht, warum hast du denn keinen Ehevertrag nicht gemacht? Hab ich doch. Aber er hat nicht unterschrieben, die Sau, die Elendige. So ihn doch der Blitz beim Scheißen treffen. Du, wer warst das du gleich nochmal? Jasmin Biermeier. Biermeier, gell? Der von der Bayernbank. Helfried Biermeier. Mei, dass die Welt so klein ist, ha? Was? Warum? Sie kennt ihn. Und ob? Der hat doch das Russenflitschal vor meinem Josef gehabt. Was? Nein, das muss eine Verwechslung sein. Garantiert nicht. Bankdirektor Helfried Biermeier, ja. Mein Helfried? Na, der geht nicht fremd. Schatzi, sei nicht naiv. Außerdem habe ich doch jetzt erst alles bei mir machen lassen. Echt? Der Helfried hat sogar extra für mich eine Silikonversicherung abgeschlossen. Und wer wird bei einer Silikonvergiftung begünstigt? Ja, der Helfried. Eben. Jetzt pass mal auf. Denk mal an meinen Ex, da hat ja jeder gesagt, mei, so ein braver, der Herr Konzernchef. Ja, aber... Nix aber. Genau ein Jahr ist es her, da stehe ich am Herd und mache einen Wurstsalat. Selber? Na, vom Metzger. Aber ich habe ihn aufgehübscht mit Essiggurkel. Doro, du bist der absolute Wahnsinn. Auf alle Fälle stehe ich da. Da kommt der Rüdiger herein mit einer 16-Jährigen und dann sagt er, schau mal, das ist die Chantal, leider hast du keinen Ehevertrag und deshalb musst du jetzt sofort ausziehen aus meiner Villa. Aber den Wurstsalat, den lass du da. Das Schwein. Ja, so ein Mistkerl. Na, aber mein Helfried, der ist... Genauso, Mausi. Auch dein Mann hat das Fabrikat gewechselt. Und hat sich ganz kurzfristig für ein russisches Modell entschieden. Ja, und gestern haben wir mit einer rassigen Rothaarigen gesehen. Was? Ja. Na, aber der ist doch auf Dienstreise. Ja, so ein Scheißkerl. Ich lass mich scheiden. Das machst, Prost. Mädels? Ja, aber ich habe auch keinen Ehevertrag. Und wir haben ja keine Kinder. Da bin ich ja pleite. Willkommen im Club. Gitti, Jasmin, wir sind ja alle Ex-Weiber und mehr oder weniger pleite. Und wir müssen jetzt auch alle drei bald ganz hart arbeiten. Nein. Genau. Und deshalb habe ich jetzt die ideale Lösung für uns. Sugar Daddys Lieblinge. Super. Ja, meine neue Partneragentur für Frauen, die ihr Schicksal selber in die Hand nehmen. Ich habe 30 ältere, sehr vermögende Und sehr einsame. Herren an der Hand, alle geschieden in besten Stellungen mit sehr großem Stressfaktor und alle lassen sich sofort auf einen für uns sehr günstigen Ehevertrag ein. Das ist genial. Und den Rest erledigen dann polnische Reinigungskräfte. Pflegekräfte, die machen alles. Und die Doro hat die auch alle schon engagiert. Ja, und mit euch zwei Hübschen fange ich heute gleich an. Na, sowas mache ich nicht. Ich bin doch kein Schneun. Doch? Denk dran. Ja, und außerdem bin ich verheiratet. Ja, aber nimmer lang. Und außerdem bist du hübsch und du brauchst Geld. Und jetzt pst. Hallo? Sugar Daddys Lieblinge? Was, in 15 Minuten? Zu dritt? Ja, wir kommen und wir freuen uns sehr. Wiedersehen. So, jetzt geht's los. Da ist für jede was dabei. Wo geht's sie? In die Staatskanzlei.